was bisher geschah. Gott hat dem Prophet Jona den Auftrag erteilt, in die gottlose und gewalttätige Stadt Ninive zu gehen und die Umkehr zu Gott zu predigen. Doch der Jona ist mit dem Schiff genau in die andere Richtung geflüchtet. Dann hat Gott einen Sturm geschickt und die Matrosen haben den Jona über Bord geworfen. Erst im Bauch vom grossen Fisch ist der Jona zu Gott umgekehrt. Das 2. Kapitel endet mit dem Satz: Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Im Folgenden hören wir die Bibelvers auf Hochdeutsch und ein paar Erklärungen dazu auf Mundart. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Das einschneidende Erlebnis im Bauch vom grossen Fisch hat Jona tiefgreifend verändert. Jetzt gehorcht er der Stimme von Gott. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage, und Ninive ist zerstört. Wörtlich hätte Jona predigt: Noch 40 Tage, und Ninive ist umgewendet. Der Jona hat eine sehr schlichte Gerichtspredigt gehalten. Mit diesen Egelfiguren sehen wir hier vorne dargestellt, wie der Jona auf einem Stein steht und predigt, während alle Zuhörerinnen und Zuhörer Bußgewänder tragen. Weder hat der Jona die Liebe von Gott zu allen Menschen erklärt, noch hat er erklärt, wie die Bewohner von Ninive können zu Gott umkehren können. Falls ich die Predigt gehalten hätte, dann hätte ich etwas so formuliert: Gott liebt alle Menschen, sogar euch gewalttätigen Niniviten. Wenn ihr jetzt nicht von euren bösen Taten umkehrt, dann wird Gott die ganze Stadt innerhalb von 40 Tagen zerstören. Wegen dem kehrt jetzt zu Gott um und fastet als äußeres Zeichen von eurer inneren Umkehr. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Das Wunder hat darin bestanden, dass die heidnischen Bewohner von Ninive an den biblischen Gott geglaubt haben. Wieso sind die Niniviten zum biblischen Gott umgekehrt? In den Jahren 765 und 759 vor Christus hat es 2 Hungersnöte in Ninive. Zudem am 15. Juni 763 vor Christus eine totale Sonnenfinsternis. Also dass es am Tag ganz dunkel geworden ist. Innerhalb von nur 6 Jahren 3 einschneidende Situationen. Die Niniviten haben vorher einen heidnischen Fischgott verehrt, halb Mensch und halb Fisch. Wo der Jona aus dem Fisch ausgespuckt worden ist, haben die Niniviten ihn gesehen und wollten hören, was er ihnen zu sagen hat. Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass der Jona ein Bote von ihrem eigenen Gott war. Der Jona war ja 3 Tage und 3 Nächte im Bauch von dem grossen Fisch. Wahrscheinlich hat die Magensäure von dem Wal die Haut vom Jona weiss bleicht und wegen dem ist der Jona ganz eine spezielle und einmalige Erscheinung für die Niniviten. Ein paar Bewohner von Ninive haben wahrscheinlich den grossen Pottwal gesehen, wo der Jona an Land geschleudert hat. Ich zitiere aus einem Zeitungsartikel. Am 30. März 1545 strandete in Wiek bei Greifswald ein Wal. Sein Fund erregte großes Aufsehen und wurde als ein Zeichen Gottes gedeutet. Das Fresko, das ich hier mitgebracht habe, zeigt einen Schwertwal
auch Orca oder Killerwal genannt. Und das Fresko ist 7 Meter lang. Die Greifswalder haben in allen 3 Altstadtkirchen den Wal an eine Wand angemalt. So fest hat sie das beeindruckt und beschäftigt, dass bei ihnen ein Wal gestrandet ist. Und das ist einfach ein Beispiel, dass wenn ein Wal strandet oder wenn ein Wal eben die Ionen ausspuckt, das ist etwas Einmaliges, etwas Einzigartiges, wo die Leute gemerkt haben, jetzt ist etwas Spezielles, jetzt will Gott mit uns reden. Und sie riefen ein Fasten aus. Das heisst, sie haben freiwillig verzichtet auf Essen und Trinken als äußeres Zeichen von ihrer inneren Umkehr zu Gott. Und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Alle Menschen von allen Gesellschaftsschichten haben Trauerkleider angelegt als Zeichen von ihrer Umkehr zu Gott. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Dass der König sich in Staub setzt, anstatt auf seinem Thron sitzen zu bleiben, ist ein Zeichen, dass auch er zu Gott umgekehrt ist. Ich habe das vorher noch nachgeschaut. Was bedeutet Staub denn in der Bibel? Staub steht in der Bibel als Symbol für Vergänglichkeit, Sterblichkeit und Schuld und Sünde. Den Kopf mit Asche oder Staub zu bestreuen, ist sowohl ein Trauerritual als auch ein Bußritual gewesen. Und er, gemeint ist der König, ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Der König hat also ein Gebot erlassen, dass alle Menschen und Tiere sollen fasten und beten. Hier, an dieser Stelle, ziehe ich mal ein Zwischenfazit. Einerseits ist das eine todernste Geschichte. Ehemalige Heiden und Fischgott-Anbeter kehren zum Gott von der Bibel um und bereuen ihre bösen Taten. Als Zeichen dafür beten sie und fasten sie, ziehen Sacktuch an und setzen sich in Staub. Gott lädt auch uns ein, dass wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben und von unseren bösen Wegen umkehren. Andererseits ist das aber auch eine lustige Geschichte. Obwohl der Prophet Jona eine sehr schlichte und aus meiner Sicht sogar schlechte Gerichtspredigt halten, kehren sowohl Menschen als auch Tiere zu Gott um. In der Bibel ist es so, das habe ich auch nachgeschaut, dass eigentlich nur Menschen fasten, nicht Tiere. Der heidnische König hat aber befohlen, dass sogar Tiere zu Gott sollen beten, was auch humorvoll ist. Auch Tiere sollen Sacktuch anlegen. Auch das ist witzig. Und unter Tier versteht ihr im Zusammenhang die Bibel Vieh, Rinder und Schafe. Und das sind ja keine bösen Tiere. Sie sollen trotzdem zu Gott umkehren. Dafür muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben, ein bisschen wissen, dass Pferde sind Kampfpanzer von damals. Und theoretisch hätten die Pferde, also die Rosse, sollen zu Gott umkehren. Von dem steht aber hier nichts. Sondern die friedlichen Kühe sollen jetzt an Gott glauben. Das ist biblischer Humor. Für einige ist das vielleicht jetzt ein Schock, dass Gott gleichzeitig ernsthaft und humorvoll uns zur Umkehr lockt. Aber die Bibel ist das Wort von Gott, sowohl tot ernst als auch gleichzeitig humorvoll. Das ist ein Geheimnis. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten.
Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Gott ist umgekehrt von seinem Zorn über die ehemals gottlose und gewalttätige Stadt Ninive. Gott ist ans Ziel gekommen mit der Stadt Ninive. Theoretisch könnte das Jona-Buch jetzt fertig sein, aber Gott ist noch nicht fertig mit seinem Prophet Jona und mit uns allen. In einer Woche werden wir zusammen den Schluss und das Finale vom Jona-Buch zusammen anschauen, Kapitel 4. Der schlichte Satz «Und Gott ließ sich das Unheil gereuen» bedeutet auch, dass wir mit Gott im Gebet reden können und durch das die Zukunft verändern können. Sonst wären ja unsere Gebete sinnlos. An dieser Stelle blende ich noch eine Liste einblenden mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Jona und Jesus in Bezug auf das Kapitel 3. Gemeinsamkeit zwischen Jona und Jesus. Beide haben gelernt, Gott gehorsam zu sein. Jona erst im Bauch vom grossen Fisch. Steht im Hebräerbrief. Jesus lernte, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also auch Jesus hat gelernt, Gott Vater gehorsam zu sein. Beide haben eine ernste Bußpredigt gehalten. Die Jona hat predigt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus Christus haben predigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Da gibt es aber auch Unterschiede zwischen Jona und Jesus. Der Jona ist Gott zuerst ungehorsam gewesen. Jesus ist Gott immer gehorsam gewesen. Die Predigt von Jona war negativ und die Predigt von Jesus war positiv. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich möchte auf diesen wichtigen Satz noch ein bisschen näher eingehen. Die Zeit ist erfüllt. Was heisst das? Das heisst, vor 2000 Jahren haben alle Menschen im Mittelmeerraum Koine, Griechisch, verstehen. Wegen dem ist das Neue Testament auch auf Koine, Griechisch, verfasst. Die Zeit ist erfüllt. Das hat geheißen, es hat gute Strassen gegeben und Schiffe, wo man umreisen konnte und nachher die Botschaft von Jesus verbreiten. Die Zeit ist erfüllt. Das heisst, die Juden haben auf den Messias gehofft. Die Zeit war reif für das Kommen von Jesus. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus ist der Sohn von Gott, der zu uns auf diese Welt gekommen ist. Mit Jesus kommt das Reich von Gott unter uns alle. Tut Buße, kehrt zu Gott um, bereut eure Sünden. Glaubt an das Evangelium. Vertraut auf die frohe Botschaft und gute Nachricht, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergeben hat. Jesus hat sich 2-mal auf das Kapitel im Jona-Buch Kapitel 3 bezogen und hat erklärt, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Der Satz taucht sowohl im Matthäus als auch im Lukas-Evangelium auf und erhaltet somit doppelte Betonung. Man kann sagen, 2 Ausrufezeichen. Damit sagt Jesus, dass wir umkehren zu Gott, so wie die Niniviten damals umgekehrt sind zu Gott. Er sagt auch, er selber, Jesus, ist mehr als Jona. Damit drückt er aus, dass der Jona ganz ein normaler Mensch war, wie wir. Aber Jesus ist der Sohn von Gott, der Heiland, unser Retter. Jesus sagt, er steht zu dieser Umkehr der Niniviten, dass das echt war. Und die Bußpredigt von Jesus gilt jetzt nicht nur für die Menschen in Ninive, sondern für die ganze Welt, für alle Menschen zu allen Zeiten. Was mir auch aufgefallen ist, das 3. Kapitel vom Jona-Buch beschreibt
eine vierfache Umkehr. Der Jona kehrt um von seinem Ungehorsam. Die Niniviten kehren um von ihren bösen Wegen. Sogar Gott kehrt um von seinem Zorn. Und die Frage, die zwischen den Zielen ist, die betrifft uns alle. Kehren wir um von unseren bösen Wegen? Wenn wir zu Gott umkehren wollen, dann können wir das in einem schlichten Gebet ihm mitteilen. Weil Gott schaut auf unser Herz. Er wird unser Herz ändern, unser Herz ganz neu mit seiner Liebe füllen. Der Prophet Joel heißt so treffend: und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen.